Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mafia Definitive Edition. Ja, ich hatte so in der letzten Wir tun ihm einen Gefallen. Folge doch ein Wird er bisschen den Boss fahren? Musikprobleme, dass Echo dabei war und so. Also ich hoffe, das ist jetzt Ich nicht hasse mehr. dieses Warten. Aber Stinklangweilig. jetzt sehen wir uns hier in der Du bist noch nicht Barmeilung. bereit fürs Abkassieren? Was soll man machen? Nicht, was er für ein Problem mit mir hat, Pauli. Ich weiß nicht genau, was wir suchen müssen oder was wir machen können. Notiz lesen. Don Salieri, ich schreibe Ihnen um einen Größe, was? Ich schreibe Ihnen um meine größte Freude darüber kundzutun, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderbarer Tag werden und er wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass Sie diesen Anlass Ihren Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. Okay, der Don wurde eingeladen zu einer Hochzeit. Fündig geworden? Nee, Ich beobachte dich. Klar? Klar. Ich habe doch gar nichts gemacht. Profition, here to stay. Genau. Die Prohibition bleibt. Herstellung und Verkauf von Alkohol bleibt illegal. In einer Rede vor versammelten Presse hat Präsident Herbert Hoover heute bekräftigt, dass das edle Experiment Prohibition bestehen bleibt. Als Reaktion auf Kritik der Demokratie hat Hoover außerdem dem Prohibitionsamt mehr Mittel versprochen, um Wucher und Schmuggel zu unterbreiten. Ah, okay. Wer ist das? Niemand. Weißt du noch? Sie. Sie. Lombardo. Oh. Okay. Ja, ich bin hier noch nicht fertig. Pauli. Oder Sam. Die Bar ist für dich leider geschlossen. Ja, habe ich auch gemerkt. Telefonieren geht auch nicht. Na dann gehen wir zu Pauli. Wir sind ja in der letzten Folge verprügelt worden und sind geflüchtet. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Vinny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Etwas Gröberes. Warum mache ich eigentlich jetzt hier mit? Ich habe Ihnen mal geholfen als Taxichauffeur und dann bin ich Buongiorno, zusammengefallen. Vincenzo! Ciao, Pauli. Ah, die wird singen. Das dann. Vinny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Ha, da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für sowas. Boah. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei. Vorsicht damit. Nicht Nasenhaare denken. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Mach ich. Bis jetzt ist alles gut. Bis jetzt verbringt er mir Spaß. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ich Ahnung, auch. wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber der Sache ist er ein Zauberer. Ach so.
Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch. Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph. Ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, er ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Irgendwann schneide ich deinen Bremskabel durch. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst Ja. nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, Pferd. war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Hände bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der Also kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Hey, wir zerstören heute ihre Karren, nicht diese Kiste. Okay. Ich Aber bin mit kein diesem großer Reifen? Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Also das ist schon gut durchgeschüttelt in diesem Auto. Ja? Sardinenbüchse hier. Und auf Touren kommt sie auch nicht, ne? Also das kann ja lange gehen. Jo, heute wird es noch heiß zugehen. Es werden Autos brennen. In der Mafia herrscht immer alles um Rache. Ah! Pass auf, wo du hinfährst! Ja. Nein, die Polizei. Weg. 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 Wir Scheiße. sind jetzt in Morellos Revier. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Hey, wir zerstören heute ihre Karren, nicht diese Kiste. Ja, ich wollte fragen, warum das er mich denn da durchschickt, aber ich weiß schon wieso, weil ich falsch abgebogen bin. Oh, komm schon.
So, gleich sind wir da. Okay, wir sind fast da. Parkiert wie eine Eins. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Das sind faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Ach, und wir können hier einfach so rumspazieren in diesem Quartier. Okay, wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau Natürlich. so. Hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Kletter über das Tor und auf ihr Dach. Ich lenk den Typen ab, während du dich von hinten an ihn heran. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Und dann aufs Dach. Hauptsache, er rückt mit der Kohle rüber. Alles ruhig. Das macht er schon. Ach so. Hey, was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du hier hinten? Wer bist du? Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Salieris Jungs wollen in der ganzen Stadt Morello eins verpassen und Dino lässt dich auf Autos aufpassen? Hör zu, Kumpel. Einmal hatte ich die Gelegenheit, ihn von hinten zu erwischen. Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Nimm den Schläger, Tom. Ja. Heute. Oh, ah. Ach so, okay. Ich werde es nicht für dich machen. Warum nicht? Oh Gott. Ja, ich. Die Kiste fährt niemand mehr. Ah, verdammt! Hey, weg von dem Wagen! Mach ihn aus, Tom! aus! Willst du unbedingt sterben? Genau so. Gut gemacht. Los, Tom, schnell! Von denen gibt's noch mehr. Den mit dem Motor richtig an. Was? Halt, geht zurück, um Molotov zu ziehen. Wunderschön. Ich liebe den Geruch von heißem Blech. Morellos Jungs hätten das gehört. Das hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. In Park wurden brennende Autos und Schüsse gemeldet. So, erstmal Genau wie hier. Morellos Laden. Verhaftet nicht die falschen Leute. Hier mal haben wir es immer Medizin schon nehmen. gemacht. So, okay. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Sie schießen! Fahr! Kommt zurück, ihr Ja, ich bin ja. Er wurde gesichtet. Schnappt Nein, wurde er nicht. Er ist schon wieder weg. Scheiße! Da sind Bullen. Also, was machen wir? Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Klingt gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Machen wir nicht.
Okay, sind Sie los. Bleib unsichtbar, bis Sie abdrehen. Wieder auf. Ja, Entschuldigung, Mensch. Oh, ich werde verhaftet. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Fahr vor, die Luft ist rein. Zurück mit unserem Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. So. Also, hat sich's gut angefühlt? Ach ja. Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, Jo. schätze ich mal. Nichts geht übers erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Oh, Ist das was für dich? Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaube nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, fahr vorsichtig, wir wollen nicht auffallen. Mach mir doch auch nicht. Nee, alles viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindung. Pass auf, wo du hinfährst! Häng die Bullen ab! Jemand in Chinatown wie ein Ja. Jetzt weiß ich immerhin, wo ich bin, in Chinatown. Kollegen zufolge ist Verdächtiger jetzt in Little Italy. Okay, verhaftet ihn. Nein, wir Wir haben müssen nicht. diese Arschlöcher abhängen! Ich bin schon unterwegs. Ich mache hier schon alles. Laut Kollegen Fahr vorsichtig, sie suchen noch nach uns. Jetzt nicht mehr. Ach. Oh, cool. So, dann wollen wir mal. Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Wie ich. Chef gegeben habe. Ach, Warum? jo. Das Auto mit einem kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Das kannst du reparieren, Mensch. Tu doch jetzt nicht so. Hei, ja, man könnte ja meinen, oder? Ich hätte das Auto zu Schrott gefahren. Das. Somit gehören wir schon halbwegs zur Familie, ne? Also nicht ganz, aber... Er ist also noch immer dabei. Irgendwie, ja. Hey, Boss. Ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, gut, setzt euch. War Morello da? Nein. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zaun schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gerne. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besorgung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut.
Gut. Also Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen, also hör zu, hör gut zu. Erstens, kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionenwörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens, wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben ein Paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier, in diesem Raum, haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Loyalität. Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Tja. Don Salieri. Wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt habe ich Hunger. Luigi, essen wir. Und so gehören wir zur Familie. So sind wir in die Familie reingerutscht. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima. Kapitel abgeschlossen, Molotow-Fete. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen für diese Folge. Und die nächste wartet auch schon gleich auf euch, nämlich morgen. Nein, doch. Ja, okay. Tschüss, ciao.